7 Landfrauen aus 7 verschiedenen Regionen der Schweiz. 7 Bäuerinnen, die gerne kochen und gerne essen. 7 Nachtessen im Wettbewerb um die beste Regionalküche. SF bei den Leuten zeigt das Leben und den Alltag dieser Frauen. Die Gastgeberin heute ist Yvonne Bischoff aus dem Toggenburg. Sie kochen viele Toggenburger Spezialitäten und für die Landfrauen düftelt sie noch dran herum. Ich hoffe, es den Frauen passt es auch. Das ist SF bei den Leuten, Landfrauenküche. Die Kurfisten sind noch eingepackt heute Morgen. Stein im Obertoggenburg ist unten im Tal. Es hat die ganze Woche geregnet. Und Stein ist heute wie frisch rausgeputzt. Aus 6 verschiedenen Regionen sind die Landfrauen heute in den Kanton St. Gallen gekommen. Und zusammen mit dem jüngsten Sohn, Remo, erwartet sie die Gastgeberin, die Yvonne Bischoff. Also ich möchte euch herzlich einladen, bei uns aus dem schönen Gefährt, das unsere Kinder hergerichtet haben. Wir fahren mit euch jetzt auf die Alpen. Zum 3. Mal treffen sich die 7 Bäuerinnen heute und lernen wieder eine neue Region und ihre Küche kennen. Das sind Brigitta Knörr aus dem solothurnischen Ennighofen, die Brigitte Bürgi aus Kägiswil-Obwalden und Lotti Baumann aus dem Kanton Aargau haben die Landfrauen schon bekocht. Esti Derungs aus dem Safietal im Kanton Graubünden hat das grosse Essen noch vor sich. Auch Maja Gisler aus dem Kanton Uri und Barbara Huber aus dem Zürcher Wieland laden dort die Landfrauen noch ein. Es geht auf die Alp von der Familie Bischoff und die wartet schon gespannt mit dem Apero. Das ist der Mann von der Yvonne, der Thomas. Liebe Landfrauen, ich möchte euch hier herzlich begrüßen hier auf der Alp Knü. Wir haben hier euch ein Apero parat gemacht mit unserer Familie hier, die alle die ganze Woche mitgeholfen hat. Und zwar haben wir hier verschiedene Spezialitäten, Anates, Alpstein, Möckli. Dann haben wir hier Alpkäse, den der Thomas hergestellt hat, hier auf dieser Alp. Und hier haben wir extra noch für euch ein Brot herrichten lassen mit allen 7 Kurfürsten. Also, greifen zu. Danke vielmals. Zum Wohl miteinander. Zusammen. Am Thomas sein Alpkäse kommt bei den Landfrauen gut an. Jetzt möchte ich mich verabschieden für eine Weile lang. Ich gehe jetzt in die Küche, runter, in die Huben runter und ich übergebe euch meinem Mann, weil er tut euch jetzt ein bisschen unterhalten. Mach's gut, Die 6 Landfrauen kommen dem Thomas gerade recht und er spannt sie als Hilfskäserinnen ein. Achtung, fertig, los! 39. 39. Jetzt 39. Das ist aber eigentlich mehr. Das ist 43 im Mai, das wäre für dich. Ich habe da ist 39. Sonst kann ich als 40 nehmen. Eine solche Fuhr hat der Vater Bischof auf der Alp noch selten erlebt. Ein paar Stiefel und einen Schurz und schon geht's los. In der Alphütte hat es eine kleine Käse und der Thomas macht hier jeden Tag Käse. Hilfe kann er dabei immer brauchen. Jetzt haben wir keine Käsetracht. Auf dem Hof von Bischofs wird der Wille auch produziert. Die Küchencrew hat jetzt die Kochtracht an. Also in der Küche hilft mir meine Tochter, Testa. Sie hat auch schon mehr mitgeholfen und tut auch gerne kochen. Und zugleich tut sie auch heute oben servieren bei den Landfrauen. Und dann habe ich hier Silvia.
Sie ist eine ganz gute Kollegin und Freundin von mir und wir haben schon miteinander etwas gemacht. Also auch schon gekocht oder sonst etwas. Yvonne hat sich schon vor Wochen für einen Braten für das Landfrauenessen entschieden. Der muss jetzt in den Ofen. Jetzt soll ich zuerst ein bisschen brät. Was ist denn da zu binden? Und jetzt legst du den Lauch drauf. Ja, dann lege ich nachher den... Jetzt kann ich den gerade so einlegen, dass wir ungefähr haben. Die Kinder ist ja gleich nachher rausschauen. Das Fleisch ist vom eigenen Hof und der Lauch frisch aus dem Garten. Ist mir, weißt du, dann hebt er schön zusammen. Sonst hebt es nicht zusammen, sonst geht beim Schneiden Auseinander. Nachher höcke ich den eine Art schön Mitte drauf. Das ist ja gut. Weißt Die du, Yvonne so rollt den Braten mit Speck ein. Das hat ihn zusätzlich zusammen und so trocknet er nicht aus. Oder? Genau. Und dann so rübeln und richtig satt zumachen. Jetzt tue ich den in den Ofen, ca. 200 Grad einschalten und dann für eine halbe Stunde und nachher runterschalten auf 100 Grad, dann nochmal etwa 2 Stunden drinnen schmoren lassen. Kannst langsam so. In der Käse auf der Alp ist die Milch geronnen. Und der Thomas zeigt den Landfrauen, wie man die Dickeiten bricht. Beim nächsten Schritt packen alle mit an. Der Käsebrauch kommt zum Abtropfen in ein Tuch. Was abtropft, ist Molke, die später die Säue überkommen. Zuerst, die selber die Kinder. Also eine. Hey, du machst das fast gut, ja. Das ist ein Brot dafür von mir. Etwas später kann Esti den Frischkäse verschneiden. Ich muss ja nachher die Käseballen kehren. Und der Thomas füllt Carré in Käseformen ab. Hilfe scheint er nicht mehr zu brauchen. Der Käse muss jetzt nur noch ruhen und reifen. So, bitte sehr. Mensch, soll ich probieren? Schmeckt Gereift ist auch der Wein. Er ist auch gut. Der Tropfen will die Yvonne den Landfrauen zum Braten kredenzen. Mensch, ist auch gut. Ja, nimmst du gut. Dann raus. Ja. Mut antrinken muss sich die Yvonne aber nicht. Schliesslich hat sie sich gut auf das Landfrauenessen vorbereitet. Oberhalb von Stein, auf knapp 1100 Meter, ist der Hof von Bischofs. Die Yvonne weiss genau, was auf dieser Höhe im Garten wachsen und was nicht. Im Sommer gibt es jeden Tag etwas aus dem Garten. Heute Mittag kommt fast die ganze Familie essen und die Yvonne probiert etwas aus, was sie für die Landfrauen kochen will. Herdöpfelküchli. Dazu gibt es Hacktätschli aus eigenem Fleisch. Ja, Hacktätschli ist eine Art so meine Lieblingsspezialität auch zum Machen und ich hasse es sehr gerne. Also als Kind habe ich nichts anderes gegessen als Hacktätschli, sonst kein einziges Fleisch. Und es ist unsere Hausspezialität, also unsere Kinder alle haben es also auch sehr gerne. Als Erster kommt ihr Mann, der Thomas, heim. Hoi. Da gibt es noch eine Leute. Er will die Herdöpfelküchli natürlich auch probieren. Das hat schon lange nicht mehr gehabt. He? Ja, ist gut. Gut. Seid ihr gerne rausgekehrt? Ja. Oh, hoi, Esther. Du da gerade noch schnell das Fleisch kehren?
Esther ist 23 und die zweitälteste der Bischofskinder. Sie hilft gerne beim Kochen und schaut der Yvonne auch über die Schulter. Sie hat viel von der Mutter gelernt. Auch Yvonne hat so gelernt kochen. Also ich habe gelernt kochen, vor allem das erste Mal bei meiner Mutter. Dann war ich ein Jahr lang in Welschen und dort hatte ich eine ganz gute Chefin. Die hat mir auch sehr viel beigebracht. Und nachher habe ich mir sehr viel selber angeeignet. Also ich bin zwischendurch in einem Kochkurs oder Bachkurs, vor allem von den Bäuerinnen aus. Und ja, dann habe ich ein Kochbuch geführt, habe geschaut, wie man das und dies machen könnte. Ja, da ist eine Art. Nicht so eine selber kreieren, eine Art. Hoi, Hoi. Schneller kommt zuerst mit dem Teller. Wenn Yvonne kocht, ist der Tisch schnell voll. Und heute will sie wissen, wie das Herdöpfelküchli ankommt. Also Herdöpfelküchli jetzt probieren, he? Ja, habe ich selber gemacht. Nein, wenn noch etwas so denkt, ja nein. Also ja, nicht weniger knusprig als zum Beispiel meins. Ein bisschen rassiger dürfte es sein. Ne? Ja. Ein bisschen mehr Gewürz. Was würdest du denn noch drin tun? Ein bisschen Salz. Salz vor allem oder so, einfach noch ein bisschen. Aber Süße so vom Biss und so ist gut. Zu den Herdöpfelküchli soll es Gemüse und einen Braten geben. Und zum Dessert Schokimus. Von den Kindern wohnt nur noch der Jüngste heim, aber jedes hat immer noch sein Zimmer auf dem elterlichen Hof. Und sie sind viel und gerne daheim. Nach der Hochzeit ist Yvonne auf Stein gekommen, auf einen Hof, den Thomas von seinen Eltern übernommen hat. Yvonne hat früh gewusst, dass sie Bäuerin werden will und ist hier oben in den Bergen glücklich. Nach dieser Pflichtübung gibt es für Yvonne wieder Nummer 1, das grosse Essen am Samstag. Zum Kaffee soll es diese Toggenburger Spezialität geben. Jetzt mache ich gerade die Schlurzi für den Schlurzi-Fladen. Jetzt habe ich gerade die Beeren hier. Das sind dort die Beeren. Dann gibt es Sultaninde dazu, ein bisschen Feigen und Blumen dort. Den Toggenburger Schlurzi-Fladen macht man vor allem am Silvester. Das ist so die Häusli-Nacht-Fladen, sagen wir dem. Und das ist so wirklich eine Spezialität. Dazu macht man meistens noch ein bisschen Mehring und Schlagrahm. Und dann den Schlagrahm, der hat man dann meistens so eine Tradition. Wenn man am Tisch sitzt, tut man zuerst noch ein bisschen die Decke bekleppern und dann isst man weiter. Also das hat meine Mama mit den Kindern mal gemacht, als ich arbeiten bin. Hatte ich am Neujahrsmorgen die Decke weiss. Hätte ich das denen sagen wie? Es ist, glaube ich, klar, wer das Ganze wieder geputzt hat. Die Massen aus den Dörrfrüchten tut man pürieren. Das Ganze kommt auf einen Kuchenteig. Scheiße! Der Kuchen. Ist doch! Hast du mir nicht einen Kuchenteig geholt? Ich habe den Kogi eingefroren am Freitag und nicht mehr raus. Ich muss wirklich einen Kuchenteig haben. Unterdessen macht Yvonne den Guss für auf den Fladen. Eine Waage sucht man in ihrer Küche vergeben. Das Mehl und Zucker tue ich nie abwägen. Ich mache immer ein bisschen Handgelenk mal viel machen. Bis jetzt bin ich auch gut gefahren hier. Oh, schön. Passiert. Ja. Danke vielmals. Hä?
Nachher kommt der Guss aus Eier, Mehl, Zucker, Niedeln und einem Joghurt drüber. Am Schluss noch das Yvonne Spezial, Baumnüsse auf dem Guss verteilen. Der Schlorzifladen kommt für eine gute halbe Stunde bei 200 Grad in den Ofen. Morgen hat die Familie Bischof Grosses vor. Alle hoffen, dass das Wetter mal haben und alle sind früh im Bett. Morgen um 5 Uhr. Es ist trostlos. Und gleich sind schon alle auf den Beinen. Heute müssen die Kühe von Bischofs wieder auf die Alp rauf. Familie und Freunde helfen beim Alpaufzug mit. Vor 14 Tagen hat Thomas seine Kühe ab der Alp genommen. So konnte das Gras wieder nachwachsen. Jetzt sind die Alpweiden wieder frisch. Vor 5 Jahren hat Thomas mit der Zucht von Tiroler Grauvieh angefangen. Eine exotische Idee für die Toggenburg. Aber in den Augen von Thomas sind die Kühe ideal für seinen Betrieb. Oh, jetzt. Die Kühe sind im Stall versorgt und jetzt ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis alle etwas zum Morgen wollen. Das Nötigste ist schon auf der Alp. Es wird hier oben produziert. Also ich habe hier einen Krümikäse und ein normales Mutschli. Der Krümikäse hat hier ganz fein so Gesprickele zwischendrin und der normale ist ganz sauber. Dazu gibt es Milchkaffee mit eigener Milch und zum Morgen ist so schnell parat. Ja, stimmt. Alle gönnen sich diesen Moment in Ruhe etwas zu essen. Schliesslich geht es dann wieder los. Hast du denn auch gut geschlafen? Hast du gut geschlafen? Hellwach bin ich. Das Wetter macht, was es will, und jeder Moment ohne Regen ist Gold wert. Die Yvonne tut Kuhfläden sammeln. Wenn die Alpweiden mit Kuhpflöttern zugepflastert sind, wächst zu wenig Gras nachher. Es ist mehr, dass dort, wo die Kühe liegen, gibt es ziemlich viele Kuhfläden. Dann nimmt man die zusammen, sonst gibt es sehr viel Unkraut. Und vor allem die Legeplätze sind dann auch wieder sauber. Weiter. Fällt jetzt gut. Natürlich, die Weide ist ja auch frisch geputzt. Wie bei Yvonne war schon beim Thomas früh klar, dass er Bauer wird. Es war eigentlich irgendwie logisch, dass ich hier übernommen habe. Es war einfach keine Diskussion. Es war einfach fast logisch. Der ältere Bruder ist einfach gegangen, sobald ich zu der Schule rausgekommen bin. Das war dann einfach logisch, dass ich jetzt da. Also eben nicht mehr.
Yvonne oder Thomas haben auch andere Interessen als nur den Bauernbetrieb. Als die Kinder noch klein waren, haben sie nebst dem Hof 6 Jahre lang ein Bergrestaurant gehabt. Die zwei sind ein gutes Team und packen gerne zusammen an. Was in Zukunft mit ihrem Hof passieren soll und ob jemand von den Jungen einmal übernehmen will, lassen beide auf sich zukommen. Ich glaube jetzt eher einmal nicht, weil die Situation ist schwierig jetzt und wenn sie Freude haben an ihrem Beruf, dann sollen sie das machen. Da bin ich absolut offen. Das ist kein Problem für mich, wenn jetzt mal keiner den Hof übernimmt. Ja, jetzt haben wir genug gehabt. Ja. Pünktlich heute mal ausnahmsweise. Am Abend gibt es Besuch auf der Alp. Einmal im Sommer kommt Thomas sein Jodlerchörli zu ihm auf die Alp üben. Also zur Einstimmung habe ich hier noch ein Schnäpschen. Danke. Was ist das? Wohl miteinander. Prost. Derweil macht Yvonne eine Toggenburger Niedelzone. Sie kochen die Niedeln mit Grieß, Mehl, Zucker und Salz. Bei uns ist die Niedelzone eine altes Rezept auf der Alpen oben, weil das hat man früher vor allem gemacht, weil man nichts anderes hatte. Vor allem auch am Sonntag, manchmal, wenn Besuch ist. Jetzt macht man da mehr so, wenn man mal gemütlich zusammenhocken, so wie heute Abend. Wenn die Jodler können, das ist bei uns so eine Tradition, dass es eine Niedelzone gibt. Am Schluss kommt noch ein Ei in die Masse. Ja, jetzt muss ich noch ein bisschen fahren, nachher ist gut. Niedelzone isst man ähnlich wie ein Fondue. Jetzt nachher, dann geht es erst alles allein. Dazu gibt es Brot und Milchkaffee und einen Haufen gute Stimmung bis weit in die Nacht hinein. Das Leben bringt groß Freude, das wissen alle heute. Weil's mir ein schönes Schätzelein mit 2 schwarzbraune Äugelein, das will dann mal das ist soll mein eigen sein. Es ist spät geworden gestern, aber Yvonne ist schon wieder auf und unterwegs. An 2 Tagen pro Woche fährt Yvonne durch das ganze Toggenburg. Über Wattwil bis nach Kirchberg. Hier arbeitet sie im Hotel und Restaurant von ihrem Bruder.
Yvonne ist seine rechte Hand und hat den ganzen Tagesablauf im Griff. Guten Morgen, Ivo. Wie hast du es? Ja, gut. Und du? Auch, ja. Morgen miteinander. Morgen. Wie haben Sie so? Schau. Also wir sind oben ab. Yvonne nimmt sich als erstes Zeit für die Stammgäste und erzählt, was auf dem Hof gerade so läuft. In Geschmack sind wir im Regen. Stratzenden Regen sind wir rauf. Mit der Tracht und mit der Schelle. Ja. Und sie lässt auch gerne den Stammgästen zu. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich muss noch hinten schauen. Ja, danke. Ja. In der Küche bespricht Yvonne mit der Küchenchefin Jeanette, was es zum Mittag geben soll. Und dann, meinst du, ist das gut angeschnitzelt? Das kann ich da so schreiben? Ja, sicher, mit Kartoffelstock, Großmutter an, das können wir schon. Ja, mit Baguette. Und Salat? Jeden Mittag füllt sich das Restaurant. Normale? Ja, normal gemischt. Ja. Und schon kommen die ersten Gäste. Sie haben Hunger. Habt ihr reserviert? Nein. Gut. Ja, das ist gut. Yvonne ist sich gewöhnt, dass es hektisch werden kann. Aber aus der Ruhe bringt sie das nicht. Im Gegenteil. Sie schätzt ihren Nebenjob. Das Arbeiten außerhalb Betrieb, das bedeutet mir sehr viel. Das gibt für mich eine gesunde Abwechslung, weil ich brauche die Leute eigentlich auch. Weil das ist für mich eine Art fast wie Freizeit, weil ich komme weg von daheim, ich habe die Leute, ich habe ganz eine andere Herausforderung. Noch 2 Tage bis zum Landfrauenessen am Samstag. Ob die Yvonne das dann auch so ruhig nehmen kann? Zurück auf dem Hof von Bischofs. In der Werkstatt neben dem Wohnhaus geht es an Endspurt. Der Andreas ist Schreiner und hat extra für die Landfrauen einen neuen Tisch mit Bank und Stuhl gemacht. Also ja, für meine Wohnung habe ich schon lange einen neuen Tisch wollen. Und ja, wie es halt ist, man hat immer zu wenig Zeit. Aber das war jetzt gerade eine gute Gelegenheit, um einen schönen Tisch zu machen. Ja, dann ist das für den ersten Samstag und nachher nehme ich meine Wohnung. Das Laufen ist noch gut auf. Die Yvonne putzt die Stube für das Landfrauenessen. Was die Yvonne noch nicht weiss, der Remo oder Andreas wollen die Stube neu einrichten. Das sieht einfach besser aus. Sie wollen das mächtige Buffet auf die andere Seite der Stube schieben. Nein, das kannst du vergessen. Wenn es auch gebracht, dann bringen wir es drüber. Ja, aber da ist noch 2 Teile gesetzt, ist alles zusammen. Ja, das geht. Das schaffen wir auch schon. Das Einzige, was die Yvonne dagegen machen kann, ist die Gläser aus dem Buffet retten. Aus denen sollen die Landfrauen am Samstag schliesslich noch trinken. Die tut einmal in die Küche, hä? Das ist Stopp. Meinst du, geht's? Du jetzt noch ein bisschen? Gut. Also, gehen wir. Hä?
Am Abend ist Yvonne nochmal unterwegs ins Dorf. Der heutige Abend ist ihrem Verein gewidmet, dem Damenturnverein Stein. Hier turnen Frauen im Alter zwischen 25 und 65. Yvonne ist Präsidentin des Vereins und engagiert sich gern. Also vor allem wegen dem Zusammensein, wegen, dass wir auch noch ein bisschen körperlich fit bleiben. Wir haben sehr gute Leiterinnen und auch, dass man noch etwas im Dorf macht. Auch wenn es am Abend so schön hat ausgesehen, es regnet auch am letzten Tag vor dem Landfrauenessen. Schade, wenn es morgen auch so verhangen wäre. Yvonne muss noch die letzten Kommissionen machen für morgen. Hoi, Dodo. Hoi, Yvonne. Oh, du, ich sollte hier noch etwas Schoki haben. Ich habe hier für die Landfrauen einen Steiner Schokimus drauf auf dem Dessert. Der Dorfbäcker Stein macht selber Schoki und mit der will Yvonne ihren Schokimus zum Dessert für die Landfrauen machen. Dann sollte ich für den Apero noch hier so Gewürzbrot haben. Das ist gerade noch gut. Ja. Aha. Gut, ich glaube, dann habe ich es. Ja. Für das Essen hat Yvonne jetzt eigentlich schon alles, was sie braucht. Aber sie will noch den Tisch speziell dekorieren. Auf der anderen Seite des Dorf hat Nadia vorher ein Blumen- und Deko-Atelier. Ah, hoi, Nadia. Ja, wie ich gesagt habe, so Hörnchen machen, genau, oder? Genau. Ja, ja. Gut. Die zwei Frauen haben sich sofort gefunden und aus den Zutaten, die Yvonne hat mitgebracht hat, entsteht ihre Tischdekoration. Form hast du. Jetzt nehmen wir hier ein Tischchen. Ja, genau. Ist ja gleich, wenn sie auch nicht so offen ist, oder? Ja, ja. Also, die finde ich auch schön. Die kannst du gut nehmen. Hä? Genau. Ja. Vor allem meine Lieblingsblume ist bei mir die Silbertischchen, weil die haben wir in der Alp oben, gerade oben unserer Alpenart. Und darum bin ich auf die Silbertischchen gestoßen. Und das Stroh gehört eben auch zum Bauernhof, finde ich sehr schön. Die Dekorationssachen mache ich sehr gerne, weil das wäre als Jungs einmal noch ein bisschen mein Traumberuf gewesen. Aber ich habe dort mal keine Lehrstelle bekommen. So, jetzt wird es nicht machen. Ja, die heben, das stimmt. Die Disteln wachsen auf der Alp wie ein Giet. Am Schluss kommen die Strohkorne auf kleine Schlitten, sogenannte Toggenburger Geissen. Ein Schlitten, den der Thomas noch als einer der einzigen im Toggenburg selber herstellt. Für das Landfrauenessen hat er extra eine Mini-Version davon gemacht. Gerade passt. Gut aus. Am Nachmittag braven es draussen wieder. Und Yvonne will noch den Kopf verlüften, bevor der Endspurt vor dem Landfrauenessen losgeht. Der Thomas ist sofort zu haben für ein Velotürli. Sind da nicht mehr drin? Ja. Sportlich muss schon ein bisschen sein, weil wir gerne wandern, eben Velofahren, Biken. Ich glaube, so rumhocken können wir weniger miteinander. Also, das liegt uns nicht so. Die Yvonne hat ihre ganze Familie gern um sich herum. Aber wenn sie allein mit dem Thomas unterwegs ist, ergeben sich ganz andere gute Gespräche. Bei uns zwei ist das auch noch wichtig, weil dann redet man auch wieder mal miteinander. Man sieht etwas anderes, könnte neue Ideen vielleicht, was man vielleicht könnte wieder ändern auf dem Betrieb oder auch nicht. Oder ja, man sieht ein bisschen etwas anderes, das ist gut. Samstag. Der Tag vom Landfrauenessen ist da. In der Küche macht Yvonne das frische Gemüse aus dem Garten für einen Hauptgang parat.
Wenn du alles miteinander einpackst. So, jetzt. Das tut man noch ein bisschen dämpfen. Wir haben sehr Frauen. Sind ihr auch etwa Wir sind fertig, ja. Gut. Ja. Ja. Die 6 Landfrauen haben in die Stube von der Yvonne gefunden. Das Käse hat Hunger gegeben und alle sind gespannt, was es gibt. Das ist halt Käse. Lotter. Wie viel der Stück Stärkekalbsbraten. Was ist echt Blodderkäse? Und Yvonne, ist sie nachher? Nein, noch nicht. Wir sind erst am Blutkäse schneiden. Oh, jetzt haben sie Jetzt kann ich Hey, du willst ein paar Speisen machen. Hey, Oha. jetzt haben wir noch Präsente. Hei. Nein, sicher. Zum Glück ist die Esther mit dem Weisswein parat. Wir haben die Vorspeise jetzt. Dazu gibt es einen Weisswein. Das ist der Bernicker Weissherbst. Dass im Toggenburg kein Wein gibt, haben wir den vom Rheintal genommen, weil der auch vom Kanton St. Gallen ist. Prost. Zum Pepprigi. Lotti, 12 Esti. Ups, Und dann das die Essen zum Morgen. Ja, weißt du, jetzt hocken sie schon hier rein. Ja, jetzt haben wir also rumgeplampert. Jetzt haben wir noch Präsent. Ja, plampet. Einfach schön, langsam. Ja, aber gleich irgendwie jetzt. Die Landfrauen beurteilen jeden Gang vom Essen nach vorgegebenen Kriterien beurteilen und bewerten. Die Gäste sind aufgeregt, was es gibt, und die Köchin ist gespannt, ob ihre Kreationen ankommen. Bierli. Schön sieht das aus. Hey, schau da. Ja. So, wir haben hier die erste Vorspeise. Das ist Salat aus dem Garten. Dazu gibt es Blodderkäse. Das ist eine Toggenburger Spezialität. Ähnlich wie ein Ziger. An einem Joghurtdressing. Okay. Ich wünsche ich euch einen guten. Die ist doch eine feine. Das ist wirklich total sehr gut, was wir heute gemacht haben. Ja, richtig. Das ist Butterkäse. So. Schmatzig, oder? Hat sie gesagt? Der Blodderkäse war für mich geschmacklich ein bisschen zu. Das ist wie so ein Pizzateig. Ja, Über Minuten. Der Blodderkäse, so ein herziger Name. Da kann ja nur etwas gut sein. Also mir hat es auch gut gedacht, auch mit dieser Sauce, mit dieser Joghurtsauce. Und ich habe es eben noch gerne ein bisschen säuerlich. Also ich muss jetzt sagen, mir hat das tiptop gepasst. Mit dem Salat und dem Garnet dazu. Das war fast so ein Focaccia-Teig, hat es mir gedacht. Wirklich gut. Schon geht es weiter mit dem Rotwein. So, das ist ein Bernicker Barrique. Der ist ebenfalls vom gleichen Ort wie der Weisswein. Merci. Der Wein aus dem Barrique gibt es reden. Also ich liebe das sehr. Du musst Wein können, willst du das schwer dorthin? Doch. Das ist nein, aber schwer. Aber einfach nicht so zum Essen ist sicher der fein, oder? Ich könnte anrichten. Die Herdöpfelküchli sind fertig. Hat Yvonne die Kritik der Familie aufgenommen? Ich habe schon ein bisschen mehr gewürzt. Und habe auch, letztes Mal habe ich es nicht probiert, bevor ich es rausgebacken habe. Damals habe ich es probiert. Süttenab verheben, aber ich hoffe es. Den Frauen passt es auch. Der Braten ist auch nachher und geht beim Verschneiden, wie gewünscht, nicht voneinander. Oh, da. Jetzt würde ich aber zuerst die Soße hier rein. Zuerst? Esther, du kannst mit den Herdöpfelküchli kommen. So Kommst du gleich noch die Spitze, hä? Dann komm ich jetzt aber, du echt. Und dann tust du das Gemüse links her, gell? Achtung. Ui, lässt du fallen. Ist gut so? Tschüss. Toi, toi.
Hoi. Hoi, hoi. Das ist gut drauf, ja. Das ist ein Kalbshufbraten mit Kalbsbrät und Speck umwickelt. Dazu gibt es das Herdapfelküchli und das Gemüse aus dem Garten. Ich wünsche euch alles Gute. Danke. Vorhin einfach mit oben runter. Weil das kann ich, ja, aber das andere ist fertig. Das ist nicht wichtig. Die Herdäpfelküchli waren super fein. Also ich habe gar nicht gewusst, dass Herdäpfelstock so gut ist, wenn man ihn eben so brötelt. Das Herdäpfelküchli hat für mich noch eine Spur mehr Salz vertragen oder vielleicht noch ein bisschen Pfeffer oder Muskat. Aber es war wirklich gut. Ist noch ein Speck? Ja, da. Eben auch. Ich habe auch noch. Der Kalbsbraten hat mich sehr schön schon zum Anschauen. Es war auch sehr fein. Mit dem Speck und dem Brät sehr gut. Hey, die Rosa heiß? Ja, grau. Es ist wirklich, die einen wirklich gerne und die anderen nicht. Schmeckt wirklich. Der Rotwein war ein bisschen schwerer, aber ich habe das gerne. Ich liebe ein bisschen schweren Wein. Vielleicht heute, ja, weil es ein bisschen warm ist. Aber so mit dem Essen zusammen, ja. Also, das war sehr gut. So. Ja. In der Küche haben sie es gleich geschafft. Von der Farbe her passt es. Ja, sicher. Echt? Ist gut so? Ja. So, haben wir genug. Es wird zum Glück kein Wasser. Es gibt Bläserfest. Sonnenstift. Ja. Esther serviert das Schokimus mit eingelegten Birnen und dem Knuspergüezi. Du hast immer die Hälfte im Spritzzucker. Das ist ein Schatten mit Wahr, gell? Wie heisst es? Ach, Knusperli. Ja. Knusperli. Ganz knusprig. Und das Knusperli, das es gegeben hat dazu mit diesen Mandeln, das war ein feines Gutzli, aber jetzt nicht gerade wirklich ein Knusperli. Also knusperlet hat es jetzt nicht so. Ja, spiralmässig schon. Das Schokimus war gut, aber einfach zu viel, zu mastig. Ich habe es schlicht nicht mehr mögen. Nein, weisse Toblerone hat doch so ein Nougat. Nein, das ist nicht Toblerone. Hey Silvia. Haben wir super. Jetzt kann Yvonne in Ruhe hinter einen Kaffee. Der gehört nicht mehr zur Bewertung. Das macht nichts. Brauchst du ja auch noch, gell? Die Landfrauen diskutieren noch über die neuen Möbel und Tischdekoration. Das habe ich noch gar nicht gemerkt. Hast du nicht gesehen? Nein, ich habe nur die Italien angeschaut. Die Dekoration war sehr schön. Der Tisch war super. Der hat ja extra ein Sohn von der Yvonne noch geschreinert. Wir haben den Teffen einweichen. Das habe ich sehr cool gefunden. Die Dekoration und die Ambiance hat mir sehr schön gedacht. Wir haben es gemütlich in dieser Stube. Es war so richtige Schwingerstube, Auplerstube. Sehr schön. Endlich kann Yvonne zu ihren Kolleginnen sitzen. Da habe ich meinen Weiberkaffee. Der ist eine Art von mir kreiert und ich habe ihn wirklich auch gern. Dann kann ich halt Orange servieren. Natürlich will jede noch ein Stückchen von dem Kuchen mit dem lustigen Namen Schlorzifladen probieren. Sieht gut aus, gell? Schnäppeli, komm. Wunder nimmt sie auch das feine Schokimus. Dunkel habe ich einfach so mit Honigkutten. Ich habe gesagt, nein, es ist im Brunnen rein. Ja, ist im Brunnen rein. Eben. Ja.
Wer weiss, vielleicht hinten Barbara Huber schon an ihrem Menü um. Nächste Woche bekochen die Seetlandfrauen bei sich im Kanton Zürich. Ciao. Ciao, Brigitte. Ciao, Esther. Ciao, Barbara. Ciao, Brigitte.